Altes Royal, Exzellenzen, Lützeburg, da das sei semischt. An Themischt für Lützeburg als Europa. An da das gerade dem Tag von Haut, wo man bemerken, wie wichtig das für uns ist. Europa geht haut auf Frohgestalt. Nicht nur an dem Land, wo haut Referendum ist. Sogar bei uns hier den Heians zu stimmen, gegen die Europäische Union, gegen den Prozess von der europäischen Integration. Und das geht aber zusammen mit anderen Formen, Erscheinungen von Desintegration, von Desolidarisation, von Egoismen, die mehr groß gehen an unserer Gesellschaft, an wo sich Dynamiken entwickeln, die alle gute verschiedene Ziele haben, aber wo dann der Bien commun, der notwendig ist für ein Land und für ganz Europa, aus dem Blick verloren geht. Da das vielleicht normal an einer postmoderner Gesellschaft, wo wir dran leben, wo das Individuum immer mehr wichtig wird, und wo die Sozialdimension vom Mensch an Tanner treffen könnt. Es gibt natürlich auch wunderbare Initiativen, die just an dieser Zeit den Kontra weisen. An so eine Initiative kann ich auch den Morgen eine Dekoration, wo ich mich immens darüber gefreut habe. Früher als das Bewusstsein von der Geschichte, was das Land zusammengehalten hat, war das sozusagen der Kit war von einer Gesellschaft. Mir das schon so, dass in einer postmoderner Gesellschaft die Geschichte immer eine manner große Rolle spielt. Und da muss man gucken, alle Guten zusammen, was sind die Forzen, die als Gesellschaft zusammenhalten? Weil die erlauben uns dann auch zusammen an Zukunft zu gehen. Und da gebe ich vielleicht auf erster Platz all die Vereine nennen, zu Lützeburg. Und auf dieser Platz will ich Ihnen heute eine große Merci ausschwätzen. Das ist nicht immer einfach, heute einen Verein zu schaffen. Da gehen doch Bestrebungen von Ablesung, Zölle gemikleng, die Leute, die engagiert sind, gehen alle an die Vereine. Aber was dir an den Vereinen legt, ist wunderbar, das hält als Gesellschaft zusammen. Und dann lassen wir auf dieser Platz unter den Vereinen auch als Matrice zu nennen. An den ganzen Pius-Verband, die auch engagiert sind für Schönheit und für den Gesang und Frieden vom Mensch und dem Schönen. Dann haben wir so viele ONGs hier im Land, die sich ersetzen. Sie wird für mehr Gerechtigkeit, für zu teilen mit denen, die nicht so viel haben. ONGs, sie für sie aus christlicher Tradition, sie für sie ganz ernst, dass alle Guten drohen sie bei, dass als Gesellschaft nach einem Zusammenhalt wird. Und dass sie sich engagieren können für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Umwelt und noch so durchstrohen für den Bien commun. Auch all denen ONGs will ich eine große Merci dafür sagen. Aber erlaubt mir darauf hinzuweisen, dass Religionen auch dazu einen Beitrag leisten. Dass Religionen auch engagiert sind, für das, dass Menschen nach Idealen haben. An ohne Ideale kann keine Gesellschaft existieren. An die Ideale eine Vision haben. Wir brauchen Visionen für ein Land, wo in der Jugend die tiptop ist, wo in der Jugend suchen, die könnt euch engagieren,
für die anderen, nicht nur für sich selber, aber für die anderen. Und das gibt die tiefste Friede, die ich kann haben. Und ich mengen zusammen mit Religionen hier am Land, sie haben das Judentum, den Islam, an christliche Religion, an all ihren Ausprägungen und Facetten, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass es so ideal ging. An ein Ideal gedenken immer Fried an Zukunft zu gehen. Dass wir nicht eine Gesellschaft sind, die sich zwar köstlich amüsiert, mit der aber so eine gewisse Flamme ausstrahlt. Aber dass wir eine die Fried tun, die uns erlaubt, an Zukunft zu gehen. Und Religionen sind wichtig. Sie packen an. Sie integrieren hier am Land. Dafür geht man hier ans Toilette, wenn ich so hören, darunter immer, dass es nach Kämpfen ging, die am Fangol von der Ideologie an 19. Jahrhundert, an Anfang vom 20. Jahrhundert passen, gegen Religionen. Die Zeit ist aber noch längst rüber. Aber vielleicht hätten wir da besser mehr auf Notbeschländer zu gucken. Für zu sehen, welche Religionen mit all den anderen zusammen, wo absolut kein Privileg, die einzig zu sein, die gut für das machen. Aber dass wir da auch als Beitrag leisten, und dass eine Neutralität vom Staat zu den Religionen nicht herrschen kann, die Religionen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Eine Trennung von Kirche und Staat, der ist d'accord. Aber eine Trennung von Gesellschaft und Religion, wenn wir die ausstreben, aber wenn wir die Religion aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen, sie wird durch Verschwunden von Kirchgebäuren und ähnliche Sachen, dann werden wir Hannenoten als Letztebauer Gesellschaft einen ganz hohen Preis dafür bezahlen. Das soll man uns gut überlegen, was wir da machen wollen. Aber ich will aber nur die pure Wut, wo ich Pläsier habe, für Unrecht zu richten, abhalten nach einem ganz, ganz großen Merci. Weil für Lützeburg ist sicher klar, dass das, was das Land zusammenhält, dass das als Monarchie ist. Was wäre mir ohne als Grand-Duc, als Grand-Duchesse, ohne die großherzogliche Familie? Sie gehen als Identität. Eine Identität, die in einer postmodernen Gesellschaft immer mehr wichtig wird. Eine Identität, die jugendlich sicher nach Ritualen, an Formen, an Uniformität sogar heißt du. Die Identität gibt dir als Altesse Royal und da geht es zusammen mit einer großen Freiheit. Dafür ich ein ganz großes Merci. Vive als Grand-Duc, vive als Grand-Duchesse, vive die großherzogliche Familie, und vive als Lützeburger Land. Muss ich schon in der Kirche, da kann ich auch zum Schluss Amen sagen.